Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir heute hier zusammen sein können, Jesus anbeten können, so wie wir gerade schon angefangen haben. Das war noch nicht alles, das war der Anfang. Wir werden nachher nach der Predigt weitermachen. Ich finde es toll, dass wir die Möglichkeit haben, in unserem Land hier den König der Könige anzubeten, ihn persönlich zu kennen. Das Thema heute ist Mündigkeit. Erinnert ihr euch noch, als ihr ungefähr 18 Jahre alt wart und so ein kleines Ding in die Hand gekriegt habt und gesagt habt, Papa, jetzt darf ich Auto fahren, rück mal das Auto raus. So ungefähr. Na, manche haben auch schon ein eigenes gehabt, na? Aber so ein Zeichen von Mündigkeit war, jetzt habe ich dieses Ding und jetzt habe ich damit das Recht und die Ressourcen im Sinn von Know-how. Ich weiß, wie man sich auf der Straße bewegt, ohne andere umzufahren. Und jetzt darf ich fahren. Jetzt bin ich ein mündiger Mensch. Mündigkeit ist ein Privileg. Super. Hat auch eine Verantwortung mit sich. Ja? Das heißt, die Verantwortung ist, es gibt da so Regeln und da gibt es immer wieder so runde Schilder im roten Kreis und naja, die sind manchmal ein bisschen störend. Kennt ihr diese roten Schilder da? Diese runden Schilder, roter Kreis, Zahlen drin. Ja, okay. Und Verantwortung heißt, man nimmt diese Zahlen auch ernst. Und wenn man sie nicht ernst nimmt, ja, du bist mündig, du hast da einen Führerschein, du hast Papas BMW und so, gut. Aber hey, jetzt bist du statt 140 auf der Autobahn gefahren, Flash. Oder statt 50 bist du mit 70 durch Wettingen gefahren. 11 Uhr abends, war keiner unterwegs, Flash. Ja. Okay, Verantwortung hat Mündigkeit hat Privilegien, ich darf Auto fahren, hat Verantwortung und man spürt die Konsequenzen. Ich habe ein paar junge Leute beobachtet, die, als sie so in ihren späten 20er waren, ein großes Privileg hatten. Beide hatten sehr wohlhabende Eltern. Der eine hat einen Vater gehabt, über 1000 Hektar Wald und viele andere Sachen. Der andere hat einen Vater gehabt, es war ein Großgrundbesitzer. Ne? Der andere hat einen Vater gehabt, die waren verwandt. Der andere, dessen Vater, hat große Farmen gehabt. Ne? Viele, viele Hektar Land, Tiere etc. Und als beide ungefähr Ende 20 waren, haben die Väter gesagt, jetzt bist du mündig. Du hast jahrelang geguckt, wie das geht. Du hast jetzt, die Ressourcen sind da. Und ich habe dir das beigebracht, wie man damit umgeht. Du hast Ziele gesehen, das Ding hast du. Du hast diese 1000 Hektar Wald und was dazugehört, Skilift und so, um damit noch mehr Kapital zu machen. Das ist deins. Du hast mit der Mündigkeit das Recht, das zu organisieren, managen, wie du willst. Aber du hast auch Verantwortung. Wenn du was damit machst, wächst es. Wenn du nichts damit machst, wächst es nicht. Der andere, ich nenne einen Ludwig. Ludwig hatte den Wald. Das sind meine Namen, die ich Ihnen gebe. Die hatten andere Namen, ne? Haben sie immer noch. Und Albert, der hat die Farm gekriegt mit Tieren. Vor ein paar Jahren fahre ich durch den Ort, wo der mit dem Wald war. Ne? So ein kleines Schlösschen, verwildert, verwahrlost. Er wohnt nicht mehr dort. Warum? Er hat mit dem Besitz nicht viel gemacht. Ich kann mich erinnern, er flog nach Paris zum Friseur und ähnliche Dinge. Na. Er hat sich gefreut, dass er Besitz hat. Er hat sich gefreut, ich habe Privilegien. Hat aber nicht viel daraus gemacht und die Privilegien haben abgenommen, bis eines Tages halt das Finanzamt gesagt hat, stopp. Na. Der andere, der hat auch gesagt, ich habe Privilegien, ich habe die Farm, ich habe viele Möglichkeiten und ich mache was Größeres draus. Und die Farm entwickelt sich immer noch und es geht ihm gut dabei. Mündigkeit, Chance, Privileg, Herausforderungen, Konsequenzen. Und das gilt nicht nur im Bereich der natürlichen Welt von Erbe, Besitztum, das gilt auch für unser geistliches Leben, für unser menschliches Leben und für allem, was dazugehört. Wir haben ja diese Serie über Gottes Geschichte in Ephesus. Ja, warum machen wir übrigens diese Reihe hier? Wir machen diese Reihe, dass wir Sonntagmorgen was zu erzählen haben. Wir machen diese Reihe, weil wir als Pastoren uns gesagt haben, wir möchten uns als Gemeinde weiterbringen. Uns heißt uns alle, die dazugehören, ne? Weiterentwickeln. Wir wollen als Pastoren sagen, Mann, wir haben so ein Privileg. Gott sagt, ihr seid mündig.
Ihr habt Zugang zum Thron Gottes. Ihr habt Vergebung. Ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr seid mündig. Was macht ihr damit? Und wir haben gedacht, Ephesus ist mit das Eindrücklichste, was man im Neuen Testament sehen kann, wie Paulus mit 12 Männern, die eigentlich nicht so ganz wussten erstmal, was Jesus überhaupt getan hat, mit diesen Männern hat er angefangen. Und dann, aus diesen 12 Männern wurde eine Gemeinde, die nach Jahrzehnten noch zigtausende, 30, 40, vielleicht 50.000 Leute hatte, aus 12 mal 50.000. Warum? Weil Gott gesagt hat, diesen Platz, der so chaotisch ist, ich liebe diese Menschen. Ich habe diese Menschen immer gelebt und ich will, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Paulus hat gesagt, er hatte das, was er in Kapitel 3 formuliert, Gott hat eine Passion dafür, seinen Namen groß zu machen durch die Gemeinde. Gott hat eine Passion dafür, der Heilige Geist hat eine Passion dafür, dass Jesus bekannt gemacht wird. Und deshalb ging Paulus dorthin, Gott, das ist nicht machbar. Gott sagt, nee, das ist auch nicht dein Problem, ob es machbar ist. Ich habe beschlossen, in dieser Stadt meine Liebe, Güte, Freundlichkeit und Rettung zu zeigen. Du predigst mein Wort, ich mache den Rest. Das war eine gute Jobsharing, ne? Und heute gilt immer noch das Gleiche. Wir lieben Menschen, geben das Wort in Liebe und Wahrheit weiter und Gott sagt, okay, ich mache den Rest. Ich rette, ich verändere, ich heile, ich befreie. Gutes Jobsharing, ne? Das ist eine gute Zukunftsperspektive für uns. Also Ephesus, ein Beispiel dafür, wie das Reich Gottes in ganze Regionen hineingedrungen ist, ne? Wie Jesus bekannt gemacht wurde, lokal, regional, im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Der gleiche Jesus, der das damals bewirkt hat, ist der Jesus, an den wir glauben, den wir bekennen, mit dem wir leben. Frage ist, wollen wir einen Unterschied machen? Deshalb sind wir sonntags hier. Nicht damit wir ich nenne es mal ein Add-on-Programm für unser christliches Leben haben, gehen wir sonntags auch noch in den Gottesdienst. Das Evangelium ist nicht ein Add-on für den Sonntagmorgen, also noch ein Zusatzprogramm, was wir schon haben, sondern das Evangelium ist gute Botschaft eines Siegeszuges, eigentlich vom Griechischen her, Evangelium ist eine gute Botschaft eines Herrschaftswechsels. Das heißt in anderen Worten, wenn wir Sonntagmorgen hier zusammen sind, wir sagen, wir glauben an das Evangelium, wir glauben an einen Herrschaftswechsel. Wir glauben, dass die Mächte die Menschen blind halten, die sie manipulieren, die sich in Streit und Distanz bringen wollen. Diese Mächte sind besiegt am Kreuz. Und durch das Kreuz ist der Vorhang zerrissen. Der Weg ist frei, wir können die Ressourcen des Himmels für uns haben. Deshalb sind wir hier Sonntagmorgen zusammen. Dass wir das die nächsten 6 Tage ausleben können, dass wir einen Unterschied machen. Und nachdem Paulus weg war, wir reden ungefähr von Jahren 52 bis 55 war er in Ephesus. Und dann war er weg, ist weitergereist, kam auf dem Rückweg, hat er gesagt, ich will die Leute noch mal sehen. Weil das, was ich 3 Jahre in diese Menschen hineingepflanzt habe, das hat die Kraft, noch mehr Veränderung zu bewirken. Aber es muss gut weiter gepflegt werden. Er hatte nicht mehr die Zeit, nach Ephesus zu gehen. Er ging nach Milet in der Nähe und hat gesagt, hey, holt mal die Ältesten von der Gemeinde, dass ich ihnen noch mal sage, was mir auf dem Herzen ist. Und das ist eine der beeindruckendsten Passagen eigentlich von der Beziehung, die Paulus zu den Leuten hatte, wie sie geheult haben, wie sie ihn umarmt haben, wie sie ihn noch mal geküsst haben. Und ich lese jetzt diesen Abschnitt aus Apostelgeschichte 20, 17, 21, 25, 27. Ich lese ihn einfach. Hört in aller Ruhe zu. Von Milet aus schickte Paulus jedoch einen Boten mit der Nachricht nach Ephesus, dass er gerne mit den Leitern der Gemeinde sprechen würde. Als sie gekommen waren, sagte er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich während meines ganzen Aufenthalts in der Provinz Asia verhalten habe. Und zwar vom ersten Tag an. Ohne an mich selbst zu denken, habe ich dem Herrn gedient, oft unter Tränen und in schweren Prüfungen, weil die Juden mich verfolgten. Ihr wisst auch, dass ich nichts verschwiegen habe. Ich habe euch alles gepredigt und gelehrt, was eurer Rettung dient. Öffentlich, aber auch in euren Häusern. Juden wie Nichtjuden habe ich eindringlich aufgefordert, dass sie zu Gott umkehren und an Jesus,
unseren Herrn glauben sollen. Hört, was ich euch nun sagen möchte. Ich weiß, dass keiner von euch, denen ich von Gottes Reich gepredigt und mit denen ich gelebt habe, mich wiedersehen wird. Deshalb erkläre ich heute vor euch allen, mich trifft keine Schuld, wenn einer von euch ins Verderben geht. Andere Übersetzung, wörtlich eigentlich, ich bin rein vom Blut aller. Denn ich bin meinem Auftrag nicht untreu gewesen, sondern ich habe euch den Plan Gottes in seinem ganzen Umfang verkündigt. Was machen wir mit einem solchen Text? Ich habe ihn einfach mal angeschaut und jetzt können wir die erste Folie schauen, was Paulus hier kurz zusammenfasst. Und zusammenfassend kann man Folgendes sagen. Der erste Punkt war, haben die Folie? Ja, sehr gut, vielen Dank. Ihr habt mein Leben gesehen. Ich habe einen Preis bezahlt. Wenn ich das lese, denke ich, okay, habe ich in meinem Leben einen Preis bezahlt? Ja, irgendwann mal schon. Aber Evangelium ist immer damit verbunden, einen Preis zu bezahlen. Wir werden immer wieder mal vor Situationen stehen und ich lebe jetzt 40 Jahre mit Jesus und ich kann euch sagen, immer wieder mal, manchmal wöchentlich, sagt Jesus, bist du bereit, in neue Bereiche reinzugehen? Sprich, altes Denken, alte Verhaltensmuster abzulegen? Bist du bereit, dich von mir weiterführen zu lassen, um einen Unterschied zu machen? Dieser Prozess hört niemals auf. Ich habe den Preis bezahlt, sagt Paulus. Und jetzt, ich habe euch von den Plänen Gottes nichts vorenthalten, das werden wir gleich näher erläutern. Ich habe euch diesen Plan präsentiert, öffentlich und in den Häusern. Öffentlich, deshalb sind wir sonntags hier zusammen. Weil das Evangelium braucht den Platz, wo wir sagen, das ist die Wahrheit, an die wir glauben. Das ist das Fundament unseres christlichen Glaubens. Da gibt es nicht 20, 30 unterschiedliche Strömungen. Evangelium kann interpretiert werden, ja, aber es gibt einen Pfad zwischen zwei Leitplanken, der groß genug ist in aller Unterschiedlichkeit, weil wir sagen, das glauben wir. Und das extra mit Rot, ihr seid verantwortlich dafür, was ihr damit macht. Paulus sagt in anderen Worten, ich war 3 Jahre bei euch und ich habe euch alles mitgeteilt, was Gott mir gesagt hat, was der Plan Gottes ist. Und jetzt kann ich nichts mehr damit machen. Ich bin nicht dort und sage euch, was ihr zu tun habt, Montagmorgen, was ihr zu tun habt, sondern ich habe euch beigebracht, Mündigkeit. Das heißt, ich habe euch gelehrt, wie ihr zu Gott kommen könnt. Ich habe euch gelehrt, wie ihr Gottes Stimme hören könnt. Ich habe euch gelehrt, wie ihr mit dem Heiligen Geist frisch erfüllt werden könnt. Ich habe euch gelehrt, wie ihr Beziehungen haben könnt. Ich habe euch gelehrt, wie ihr einen Unterschied machen könnt. Leute, das ist euer Privileg. Ihr seid mündig, ihr habt alle diese Dinge. Und ich entscheide nicht für euer Leben, was ihr die Woche hindurch macht. Oft leben wir schon jahrelang mit Jesus und denken, wann wird jetzt mir gesagt, was ich zu tun habe? Das ist nicht die Idee. Ja, wo sind die Pastoren? Ja, wo sind die Ältesten? Ja, wo ist mein Kleingruppenleiter? Wo ist mein Dienstbote? Wir haben alle unseren Platz von Verantwortung. Aber ich denke, eine Sache kann uns niemand abnehmen. Eine Sache kann mir niemand abnehmen. Die Verantwortung für mein Leben. Eine Sache kann dir niemand abnehmen. Die Verantwortung für dein Leben. Oh, macht es Druck? Ich denke, das ist die Ernsthaftigkeit, die Wahrheit, die Klarheit des Evangeliums. Wenn wir sagen, Jesus wurde Donnerstag verhaftet in dieser Passawoche, Mittwochabend hat er noch mit den Jüngern gesprochen. Und die ganzen letzten Tage hat er gesagt, seid wachsam, seid wachsam, seid wachsam. Und übrigens, ich habe euch Gaben gegeben. Ich habe euch diese Gaben gegeben, um einen Unterschied zu machen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, Matthäus 25, diese Gaben habt ihr nicht bekommen, um euch gegenseitig zu messen, um euch zu vergleichen. Diese Gaben habt ihr bekommen einmalig. Die passen zu deiner Person, die passen zu deiner geschichtlichen Situation, die passen. Und ich habe sie dir gegeben, dass du sagen kannst, danke Jesus,
Es ist wie einen Führerschein zu haben. Ich bin mündig. Ich kann einen Einfluss ausüben. Ich kann einen Unterschied machen. Danke, Jesus. Darüber hat Jesus mit seinen Jüngern gesprochen. Und Paulus wusste das. Damals gab es noch kein Evangelium, aber diese Dinge wurden permanent weitererzählt. Und die ersten Christen in den Gemeinden, davon haben sie gesprochen, dass Jesus gesagt hat, er hat uns Gaben gegeben. Er hat uns mündig gemacht. Ihr könnt einen Unterschied machen. Ja, zweite Folie bitte. Und ganz kurz dieser Plan Gottes. Wenn Paulus sagt, ich habe den ganzen Plan, nach Luther wird das heißen, den ganzen Ratschluss Gottes mitgebracht. Ich denke, als mündige Christen, wenn dich nachts um 12 jemand fragt, wer ist der Ratschluss Gottes? Dann glaube ich, ein mündiger Christ kann dann sagen, das sind Wahrheiten über Gott. Gott ist voller Gnade, er ist barmherzig, er ist der große Schöpfer. Und das lebt in uns, weil wir mündig sind. Der ganze Plan Gottes, was hat Jesus getan? Jesus, der einzige Weg, der vollkommene Weg, das vollkommene Opfer, damit wir mit diesem Gott in Verbindung sein können, damit wir Kinder sind. Es ist der Sieg am Kreuz und auch der Preis der Nachfolge. Okay? Jesus hat sein Kreuz getragen, es ist vollbracht. Wir haben Zugang zum Vater. Alle unsere Schuld können vergeben werden. Die Ketten des Feindes können abgebrochen werden. Aber Jesus sagt auch, okay, übrigens, wenn du mit mir in den Himmel gehen willst, nimm dein Kreuz auf dich. Ach, Jesus, so ein Druck. Ich zwinge dich nicht, in den Himmel zu gehen. Ich zwinge dich nicht, mir nachzufolgen. Aber es gibt Regeln, Prinzipien, Schöpfungsdynamiken. Das heißt, ich bin diesen Weg gegangen und ich gehe zurück zum Vater. Wenn ihr mit mir gehen wollt, zum Vater, wenn ihr mit mir gehen wollt, auf diese Erde, die Kraft Gottes, dann nehmt ein Kreuz. Und das Kreuz ist nicht ein schweres Paket, oh, ich muss leiden und so Last. Nee, das Kreuz ist Todesurteil. Wir nehmen nachher das Abendmahl, um das damit zum Ausdruck zu bringen. Ich bin mir selber gestorben. Aber er lebt in mir. Und nur dann, wenn wir das anerkennen, ich bin mir selber gestorben, ich lebe nicht mehr für mich, können wir auch erwarten, dass dieses Er ist in mir, seine Kraft, der Himmel auf Erde ist in mir spürbar, erlebbar und ich kann es weitergeben. Ihr Lieben, das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft. Und die gute Botschaft ist kein Druck und Stress. Keiner zwingt dich, Jesus nachzufolgen. Aber Jesus hat gesagt, wenn du mit mir gehen willst, ihr kennt die Geschichte vom reichen Jüngling, ich möchte dir auch nachfolgen. Okay. Und da gibt es einen Punkt, und das war nicht eine Botschaft gegen Geld von Jesus, das war die Botschaft, übrigens, wo ist dein Herz? Und jeder hat in diesem Sinn Dinge, wo unser Herz, das will ich nicht loslassen. Du kannst es festhalten. Aber ich gehe weiter, sagt Jesus. Ich gehe den Weg zum Himmel. Meine Regierung wird auf dieser Erde sich ausbreiten. Willst du Teil der Lösung sein oder willst du Teil der Blockade sein? Mündigkeit heißt, ich werde es für mich selber beantworten. Und der ganze Plan Gottes, das ist jetzt meine Zusammenfassung, aber ich würde das auch vom Epheserbrief, den er 6 Jahre später geschrieben hat, so ableiten können. Ne? Der dritte Punkt wäre, er hat uns eine neue Position gegeben, eine neue Identität. Und die neue Position heißt, wir sind nicht mehr Sklaven dieser Welt, wir sind nicht mehr Sklaven von der Manipulierbarkeit. Wir werden in dieser Zeit, wo so viel manipuliert wird, nicht manipuliert werden. Wir werden nicht manipuliert werden, wenn Ideen über Genderleben so präsentiert wird, dass man sagt, oh, glücklich sein ist doch das Allerhöchste, Hauptsache es macht mich glücklich. Wir werden nicht manipuliert, weil wir die Wahrheit kennen und weil wir wissen, dass Gott andere Standarde uns mitgeteilt hat. Wahrheit macht frei. Wir haben eine neue Identität. Wir sind herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis. Wir müssen nicht mehr manipuliert werden. Wir müssen nicht mehr als Sklaven der Sünde leben, sondern wir sind frei. Wir können Sünde bekennen. Wir können der Sünde widerstehen. Wir können dem Feind widerstehen. Widersteht dem Teufel, dann hat er eine Verheißung. Er flieht von euch. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, das Evangelium der Mündigen, das Evangelium für alle. Und unsere neue Identität heißt, wir haben eine neue Position und wir haben ein neues Herz, das Gott gehorsam sein kann. Heißt es, dass wir immer gehorsam sein werden? Ich bin nicht immer gehorsam. Ich lebe manchmal halbherzig. Ich bin Mensch, uns geht es allen so. Aber ich denke, auch in unserer Halbherzigkeit, auch in unserer Trägheit und Lauheit können wir immer wieder neu zu Jesus kommen. Und er sagt, ich weiß, aber erinnert euch daran, ich habe
den Preis bezahlt. Ich habe dir ein neues Herz gegeben. Halte dir das immer wieder neu vor Augen und lebe damit. Und jetzt der vierte Punkt wäre, wir reden über den ganzen Plan Gottes. Ne? Wie leben wir das aus? Mit Gott connecten. Wir sind nicht mehr Ausführende, die ohne Wissen was machen, sondern Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Dreh dich mal rum. Freunde von Jesus. Sag doch mal deinem Nachbar, Jesus, du bist ein Freund von Jesus. Vielleicht fällt es dir schwer, so was zu sagen, weil du denkst, wenn du wüsstest, wie ich lebe. Forget it. Wir müssen zwei Dinge hier unterscheiden. Das eine ist die Identität. Jesus hat gesagt, ich habe dich herausgerissen und jetzt bist du mein Freund. Freundschaft besteht darin, dass er uns Dinge anvertraut hat, die die anderen Menschen nicht wissen, die aus seinem dicken Buch uns mitgeteilt wurden, die uns kommuniziert wurden als Offenbarung. Offenbarung heißt, nur Gott kann uns diese Dinge mitteilen. Und wir haben etwas verstanden, diesen ganzen Plan Gottes, den wir eben hier besprochen haben. Wir haben es verstanden, noch nicht ganz. Leute, ich weiß, ich verstehe noch so vieles von der Bibel nicht, aber das ist ja nicht das Entscheidende. Das Problem ist nicht, dass wir nicht genügend wissen, sondern das Problem ist, wir wissen zu viel, was wir nicht anwenden. Versteht ihr, wenn wir hier einen Shift machen, nicht, dass wir mehr wissen müssen, sondern dass wir mehr gehorsam sein müssen, mehr anwenden müssen von dem, was wir schon wissen. Ich sage euch, der Unterschied wird gewaltig sein, den wir in den nächsten Jahren erleben werden hier in der Gegend. Wenn wir uns für diesen Lebensstil entscheiden, wir wenden an, was wir schon wissen. Oh, wie kam ich jetzt da drauf? Das ist mir so ganz, ich denke, das war so ganz spontan. Ja, und mit Gott connecten, das heißt, wir sind Freunde, da waren wir ja. Wir sind die Freunde von Jesus. Und Jesus sagt, Johannes 15, 2 Dinge. Ihr seid meine Freunde. Ich habe euch mein Herz mitgeteilt. Wissen, Information, Offenbarung vom Himmel. Und dann sagt er noch als zweites, ihr seid meine Freunde, wenn er das tut, was ich euch gebiete. Man kann nicht trennen Freunde oder Sklaven, sondern die echte Freundschaft hat so viel Respekt vor Jesus, dass die echte Freundschaft sagt, wow, du bist Gott, ich bin Geschöpf. Und Gott, ich bin so begrenzt, aber wenn du mir etwas sagst, dann werde ich es tun. Freundschaft, Offenbarung, Verständnis, Bereitschaft. Ja, mein Freund Jesus, danke, dass ich dein Freund sein darf. Und jetzt tue ich, was du sagst. Und das macht einen Unterschied aus auf dieser Erde. Darum geht es. Und ich denke, das können wir von Ephesus lernen. Und jetzt können wir sagen, gut, schöne Predigt, schönen Sonntag zusammen, Coffee Time. Oder wir können sagen, okay, was heißt das dritte Folie bitte für uns im Kreuzpunkt heute? Oder ich denke, die Frage ist ganz, ganz wichtig. Bevor ich aber diese Punkte erkläre, wollen wir eine mündige Gemeinde sein? Ich will jetzt keine schnelle Antwort hier. Ne? Ich denke, die Frage muss sich jeder für sich überlegen. Will ich ein mündiger Jesus-Nachfolger sein oder will ich Evangelium als Add-on und ein Sunday Morning leben? Oder will ich sagen, das Evangelium ist die Kraft, die Menschen rettet? Wir können einen Unterschied machen. Ich bin eigentlich von Natur aus ein schüchterner Mensch. Ich kann euch sagen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, aber es geht eigentlich darum, Mündigkeit heißt, bereit sein, einen Unterschied zu machen. Wir leben heute nicht mehr in einer Zeit, wo es nicht mehr so schlimm ist zu sagen, ich glaube. Heute glauben fast alle. Ne? Postmoderne hat die Wahrheit abgeschafft, so im Mindset, im Denken. Ne? Wenn man heute, wir haben als Pastoren kürzlich darüber gesprochen, so, wenn man heute sagt, ich glaube an Jesus, ist das gar nicht mehr so schlimm. Ne? Jeder glaubt etwas. Ne? Interessant wird es dann, ich glaube an Jesus und ich gehorche ihm. Deshalb sind gewisse Dinge für mich nicht richtig. Deshalb will ich gewisse Dinge nicht tun. Das ganze Thema, ich denke, wo wir ganz stark verführt sind. Ne? Ich glaube an Jesus, gut, und deshalb will ich vor der Ehe keinen Sex praktizieren. Ja, was bist du von altmodischer?
zu den Werten zu stehen, die für uns mit der Nachfolge zu tun haben, das macht es heute krass. Ne? Und da geht eigentlich der Kampf ab. Und da ist es so wichtig, dass wir einen Unterschied machen. Welche Werte vertreten wir in der Gesellschaft, in der wir leben? Ein anderer Unterschied ist, so viele Menschen sagen, oh, wo geht das Ganze weiter? Und da können wir einen Unterschied machen. Wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen nicht die Details. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, aber wir wissen das eine. Wir leben in einer Zeit, wo Licht und Finsternis immer weiter auseinandergehen. Und das macht es schwierig, macht es aber auf der anderen Seite leichter, sich zu positionieren. Und das ist für die nächsten Jahre eine unserer Privilegien von Mündigkeit, klar zu sein, wo wir uns positionieren. Einen Unterschied machen. Jo, ich war frischer Student, erstes Semester, und die Uni war voll mit roten Fahnen damals, ne? Alles war rot. Und dann haben ein paar Leute gesagt, wir sollten hier von Jesus erzählen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist eine gute Idee. Dann haben 3 christliche Studentengruppen sich getroffen. Und dann, wie wir halt so sind, wir planen gut, haben gute Ideen. Und jetzt, wer ist bereit? Tausende Hände. Wir waren vielleicht nur 20 Leute, ne? Aber nicht eine Hand ging hoch. Und ich habe gespürt, habe ich dich gerettet? Und Jesus hat mich gerettet aus einer Phase, wo ich morgens aufgewacht bin. Ich habe damals in Israel gelebt. Ne? Und ich wach auf und ich wusste, wenn nicht bald was passiert in meinem Leben, liege ich ein paar Jahre tot im Straßengraben. Mein Leben war chaotisch. Ne? Und Jesus hat gesagt, habe ich dich rausgeholt? Danke, Jesus, ja. Dann hat Jesus mir gesagt, ich habe dich rausgeholt, damit du mit mir lebst. Ich habe dich aber auch rausgeholt, damit du von mir weiter erzählst, einen Unterschied machst. Schau auf diese Hunderte von Studenten, Tausende, die jeden Tag ein- und ausgehen in der Mensa. 99,9% kennen mich nicht. Willst du einen Unterschied machen? Gott, du weißt, ich bin kein Redner, du weißt, ich habe Menschenfurcht, ich kann nicht stehen vor Leuten. Und Jesus hat nur gesagt, ich habe dich rausgerissen und das ist nicht machbar für dich. Ich gebe dir die Gnade. 2 Wochen später standen wir da, eine Kommilitonin von mir und ich, der ging es ähnlich, ne? Aber sie wusste und ich wusste, Gott sagt, steh dahin. Und wir standen da, hat keiner gesehen, ne? Aber das war so befreiend für uns, weil wir wussten, wir waren Gott gegenüber gehorsam. Wir waren mündig. Wir waren bereit, einen Unterschied zu machen. Und so könnt ihr euch einige Geschichten erzählen. Vielleicht eine Geschichte noch, die ich auch als Student erlebt habe. Die war für mich so beeindruckend. Ne? Wir waren ein paar Monate in Bilbao, Spanien, Baskenland. Und es ging darum, eine Gemeinde zu gründen, Vorarbeit zu leisten, Kontakte und so. Und ich frage Gott, was ist deine Aufgabe für mich hier? Wir waren 12 Leute im Team. Und Gott sagt zu mir 2 Dinge. Geh abends in die Pubs, was ich in Tübingen auch gemacht habe, ne, um von Jesus zu erzählen. Und das Zweite, geh in die Uni. Das habe ich in Tübingen auch gemacht. Ne. Geh in die Uni und verkündige das Evangelium dort. Und ich gehe in die Uni und ich sehe, da gibt es keinen Büchertisch, gar nichts. Und ich habe den Eindruck gehabt, wir wollen einen Unterschied machen. Es soll in dieser Uni einen Büchertisch geben mit Jesusbüchern. Und von dort aus die Möglichkeit, mit Studenten in Kontakt zu kommen. Dann bin ich zur Unileitung. Nee, wir sind Baskenland, Spanier, Basken, da machen wir das, politische Probleme, das machen wir nicht, kein Büchertisch. Und wir haben aber gebetet als Team und nach 3 Monaten musste ich abreisen und in der Woche, bevor ich abgereist bin, haben wir unseren Büchertisch gehabt. Das war der einzige Büchertisch in der ganzen Uni und das war ein Büchertisch mit Jesusbüchern. Und ich will jetzt damit nicht sagen, wow, große Story von mir. Ich will euch damit sagen, wenn Gott Menschen wie mich benutzen kann, den er so aus dem Sumpf rausgeholt hat, ich bin überzeugt, Gott kann jeden von euch gebrauchen. Das ist meine Botschaft. Wenn er mich gebrauchen kann, kann er jeden von euch gebrauchen, einen Unterschied zu machen. Jeder hat unterschiedliche Gaben, jeder hat unterschiedliche Berufungen und Bestimmungen. Und mündig zu sein heißt zu verstehen, was sind die Ressourcen, die mir gehören
und wie nütze ich diese Ressourcen aus? Und um das jetzt runterzubrechen, stellt euch vor, heute ist Sonntag, ne? Ihr macht euch Gedanken für die nächste Woche. Überschrift mündig. Und das ist jetzt hier, können wir bitte die dritte Folie noch mal kurz angucken. Mündigkeit heißt den Plan Gottes vor Augen halten. Ne? Halte dir, wenn du in die kommende Woche hineinschaust, den Plan Gottes vor Augen. Jesus will, dass er bekannt gemacht wird. Der Heilige Geist will, dass Jesus bekannt gemacht wird. Du bist in einem starken Team. Und dann das Zweite, Ressourcen erkennen. Wenn du diese Woche reingehst, denkst du, hey, was hat Gott mir eigentlich gegeben? Womit kann ich einen Unterschied machen? Kürzlich hat mir jemand, der jetzt heute Morgen auch hier ist, die Person gesagt, ich habe für jemanden gekocht, habe einer Person, die in Not war, Essen gebracht. Und da könnte ich nur sagen, wow, das ist ein Unterschied. Und den Unterschied zu machen, indem man für jemanden kocht, indem man jemanden besucht, indem man auch innerhalb der Gemeinde erstmal, weil man weiß, das sind Menschen allein, isoliert, notleidend. Überleg, welche Ressourcen hast du? Wo kannst du was weitergeben? Ich merke, viele Probleme in unserem Leben kommen daher, dass wir uns, ich drücke es mal provozierend aus, uns weigern, mündig zu sein. Es ist bequemer, auf dem Stuhl zu sitzen und zu sagen, warum kommt keiner zu mir, warum hilft keiner mir? Ne? Und dann noch vielleicht Schuldige auch zu finden, die nicht zu mir kommen oder sich nicht um mich kümmern. Ja, das hat seinen Platz. Aber um mündig zu werden, schauen wir den Plan Gottes, die Ressourcen, die wir haben. Jesus hat geschrien, es ist vollbracht. Das heißt, keiner von uns kann sagen, ich habe keine Ressourcen. Es ist vollbracht, der Vorhang ist zerrissen. Du und ich, wir haben Zugang zum Thron des Vaters. Die Segnung des Kreuzes, Vergebung, Ermutigung, Stärkung, Kraft des Himmels. Es gehört dir, du hast Zugang dazu. Und dann schau in diese Woche hinein, was hat Gott dir gegeben, was willst du weitergeben. Dann denk mal drüber nach, gibt es einen Menschen, den ich in dieser Woche ermutigen möchte. Und wenn dir spontan nichts einfällt, bete Montagmorgen, bete Sonntagabend, Gott, wenn ich durch diese Woche gehe, zeig mir Menschen aus der Gemeinde, aber zeig mir auch Menschen, die dich noch nicht kennen, die irgendwo außerhalb sind und die eigentlich von dir vorbereitet sind. Und wir erleben gerade Dinge, wo wir merken, Gott hat viele Menschen vorbereitet. Letzte Woche habe ich einen Jugendleiter einer Gemeinde getroffen und wir erzählen so und da sagt er, Freitagabend, zum Freitag vor 2 Wochen, waren wir mit einem Teil der Jugendgruppe zusammen. Wir waren 20 Leute beim Abendessen bei jemandem im Wohnzimmer und haben ganz entspannt geplaudert, gegessen, Jesus angebetet. Und da war auch ein Atheist dabei. Ne? Also die Jugendgruppe ist aktiv, lädt Leute ein, war ein Atheist dabei und der war auch in der Anbetung anwesend. Und dann, als diese Zeit fertig war, haben sie so ausgetauscht. Dann sagt dieser Atheist, Ex-Atheist mittlerweile, hey, kann ich euch was sagen? Ich habe was aufgeschrieben, als ihr hier Musik gemacht habt. Ne? Und ich kann es nur im Sinn nach wiedergeben. Er hat es poetisch geschrieben, so, ich war in Fesseln, ich war blind, die Mauern sind gefallen, die Ketten sind abgefallen, Licht kam, ich bin zu Hause. Versteht ihr, wir leben in einer Zeit, wo Jesus sich so stark offenbaren will. Er hat Menschen vorbereitet. Und das ist die Zeit, eigentlich für uns ist es jetzt die Zeit, wo wir sagen können, danke Jesus, dass wir in einer Zeit wie dieser leben dürfen. Ich sage nicht, dass es einfacher wird. Die Widerstände werden größer. Steht in der Bibel. Ne? Aber auch wenn die Widerstände größer werden, kommt auf uns mehr von der Herrlichkeit, Gnade, Kraft, die Ressourcen stehen zur Verfügung. Und der Unterschied, den wir machen können, wird für viele Leute ein Unterschied zwischen Leben und Tod, Himmel und Hölle, der aber jetzt schon anfängt. Das ist Mündigkeit und damit möchte ich abschließen, dass wir als Kreuzpunkt bewusst einander sagen, ja, wir wollen mündig werden. Wir sind eigentlich schon, viele von uns sind mündig, also ich will das niemand absprechen, versteht mich bitte. Ne? Aber ehrlich gesagt, ich habe mich gestern mit meiner Frau unterhalten, vorgestern auch.
Aber das waren 2 Tage. Wir reden öfters mal miteinander, so ist es nicht. Na. Aber ihr kennt das ja vielleicht auch. Na. Manchmal hat man Gespräche, wo man merkt, oh, das sind ganz wichtige Dinge. Na. Und das war auch in diesen 2 Tagen, wo ich gemerkt habe, ich kann noch ein bisschen mündiger werden. Ne? Ich kann mehr Verantwortung übernehmen für manche Themen und kann vielleicht weniger empfindlich sein in manchen Sachen. Also man kann immer noch dazulernen. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht seid ihr schon auf dem Level. Dann betet für mich. Ich bin noch nicht auf dem Level. Ich will noch wachsen in meiner Mündigkeit, Verantwortungsbewusstsein. Ich will noch mehr darin wachsen, einen Unterschied zu machen hier auf dieser Erde. In meiner Familie, für meine Kinder und Enkel, aber auch in meinem Umfeld und Nachbarn. Da sind wir auch sehr dran, weil ich denke, das ist so wichtig, dass das, was Gott uns gegeben hat, dass wir es mündige Menschen weitergeben. Gut. Punkt. Ende der Story. Jetzt möchte ich für uns alle noch beten, dass, wie gesagt, es geht nicht um Handzeichen. Jeder soll vor Gott überlegen, wie will ich wachsen in Mündigkeit. Wir wollen einen Unterschied machen, deshalb sind wir hier. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen unsagbar teuren Preis bezahlt hast. Du bist für deine Feinde gestorben. Wir waren alle deine Feinde, Jesus, auch wenn wir noch so nette Menschen waren. Vergib uns, wo wir ohne dich gelebt haben. Und wenn du heute hier bist oder auf dem Stream das hörst und Jesus noch nicht kennst, du kannst dich heute Jesus zuwenden. Heute ist dein Tag der Rettung. Du kannst dich zu ihm wenden und sagen, vergib mir. Ich nehme dich auf in mein Herz. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes, mein Retter bist. Das ist die Botschaft, die auf diesem Globus am meisten Veränderung bringt. Und ich danke dir, Jesus, für die Ressourcen, die du uns gegeben hast, jeden von uns und uns auch gemeinsam. Hilf uns, mit diesen Ressourcen mündig umzugehen, das Beste draus zu machen, einen Unterschied zu machen. Dass der Name Jesus dadurch groß gemacht wird und viele Menschen den Segen Abrahams durch Jesus empfangen können. Und deshalb existiert Kreuzpunkt, dass wir dich bekannt machen, Jesus, und einen Unterschied machen. Danke, dass du all die Ressourcen hast. Das ist nicht machbar. Wir machen uns frei von der Machbarkeit. Herr, wir glauben an den Reichtum deiner Größe und Gnade. Amen. Amen. Ich denke, das ist auch eigentlich ein guter Moment, aber ganz bewusst zum Abendmahl weitergehen können. Und wenn wir jetzt das Abendmahl gleich nehmen, dann bringen wir dadurch zum Ausdruck, wir schaffen es nicht. Und Jesus sagt, ihr müsst es auch nicht schaffen. Ich könnte es ohne euch machen, aber ich liebe euch so sehr, dass ich euch in meinen globalen Plan mit einbeziehen will. Kommt! Ich lese jetzt die Einsetzungsworte vor und sage dann vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen und dann vom Brot essen, aus dem Kelch trinken. Das sind die Einsetzungsworte, die wir kennen. Zugespitzt eigentlich auf diesen Satz, so oft ihr das tut, verkündet ihr den Tod des Herrn. Das heißt in anderen Worten, wenn wir jetzt gleich das Brot nehmen, sagen wir
Wir glauben, dass der Leib von Jesus zerbrochen wurde, dass wir Zugang zum Thron des Vaters haben. Wir nehmen das Blut Jesu. Wir sagen, damit ist der Preis bezahlt für all unsere Schuld. Unser Gewissen kann gereinigt werden. Unser Gedächtnis kann gereinigt werden. Das Blut ist bezahlt. Der Preis ist zerbrochen. Der Leib ist zerbrochen. Und ich möchte das heute auf uns noch zuspitzen mit einem Vers von 2. Korinther 5, der das sehr, sehr gut zum Ausdruck bringt. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben. Also sind wir alle gestorben. Evangelium, wir sind alle gestorben, sagt das Wort Gottes. Das heißt, wir nehmen nicht mehr uns selber am wichtigsten. Wenn wir das Abendmahl nehmen, drücken wir das damit aus. Danke, Jesus. Und wir folgen dir nach. Danke für dein Blut. Danke für dein Leib. Wir leben mit dir. Er ist aber für alle gestorben, damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sich starb und auferweckt wurde. Evangelium. Ich lese es nochmal. Er ist für alle gestorben. Jesus ist für uns gestorben, den Preis bezahlt. Es ist vollbracht. Damit die Lebenden nicht mehr für sich leben, sondern für den, der für sich starb und der auferweckt wurde. Für den leben wir. Wenn wir uns das Abendmahl nehmen, lass uns das ganz bewusst mit großer Dankbarkeit nehmen. Danke, 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 Jesus. Und wenn es Dinge gibt, die du noch klären willst, rede mit ihm. Kurz, aber mit Glaube und Vertrauen. Und nehme es auch mit diesem Bewusstsein, wir leben für ihn. Weil er für uns sein Leben gab, leben wir für ihn. Jetzt möchte ich für das Abendmahl beten und dann kurz erklären, auch in welcher Reihenfolge wir das einnehmen. Herr Jesus, der Preis ist unwahrscheinlich groß, den du bezahlt hast. Wir können es nicht in der Tiefe begreifen, was es heißt, dass du die Herrlichkeit des Vaters zurückgelassen hast, dass du Mensch wurdest, dass du schreien konntest, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danke, dass du alle Schuld bezahlt hast. Und deshalb sind wir frei und wir machen diesen Tausch bewusst. Du warst in der Gottesferne, damit wir die Gottesnähe leben können. Und jetzt, Heiliger Geist, wenn wir das Abendmahl nehmen, hilf uns, diese Dinge tiefer zu verstehen. Wir nehmen es mit Dankbarkeit. Danke für dein Opfer, Jesus, für dein Leben, für deine Liebe, für deinen Gehorsam. Danke für deinen Leib. Danke für dein Blut. Und während wir das nehmen, zieh uns näher hin zu dir und binde uns auch enger zusammen, dass wir mehr und mehr ein Leib werden, der in Mündigkeit und Einheit dir nachfolgt. Amen.